$20 für ein Bier, 300 Stutz für einen Parkplatz. So viel kostet es, im teuersten Stadion der Welt ein Match von der Schweizer Fußballnazi anzuschauen. Ich war an der Fußball-WM in Los Angeles, und zwar beim Spiel Schweiz gegen Bosnien. Was ich dort erlebt habe, habe ich für euch zusammengefasst. Ciao zusammen, von unten hier. Herzlich willkommen zum heutigen Beitrag. In diesem Video schauen wir an, was so ein WM-Tag wirklich kostet und wer am Schluss das grosse Geld verdient. Aber fangen wir von vorne an, beim Spiel selber. Die Schweiz hat am Schluss mit 4:1 gewonnen. Aber ehrlich gesagt, die erste Halbzeit war ein ziemlicher Krampf. Lang hat es nach einem Unentschieden ausgesehen. Dann aber ist der Moment gekommen, wo das Spiel hat umgekehrt. Und zwar nach der zweiten Trinkpause. Trinkpause? Ja, Trinkpause. An dieser WM gibt es in jeder Halbzeit eine fest vorgeschrittene Trinkpause. Die FIFA begründet das offiziell mit dem Schutz der Spieler vor Hitze. Ein interessantes Detail am Rand. An diesem Mittag war es zum Zeitpunkt des Abpfiffs in Los Angeles brutal heisse 19 Grad. Dazu kommt, das Stadion hat sogar ein offenes Dach und es hat leicht gelüftet. Ja, no, ich denke, nicht ohne Grund sehen Kritiker da vor allem kommerzielle Interessen. Nämlich zusätzliche Werbezeit. 3 Minuten pro Halbzeit, die die Fernsehsender weltweit für Werbung nutzen können. In genau so einer Trinkpause hat der Nazi-Trainer, der Murat Yakin, 3 Spieler ausgewechselt. Und die eingewechselten Joker haben das Spiel gleich einmal schön auf den Ring gestellt. Zuerst bringt der Johan Mansambi die Schweiz in Führung. Dann trifft auch der eingewechselte Ruben Vargas zum 2:0 und der Mansambi macht mit seinem zweiten Goal das 3:0. In der Nachspielzeit gelingt Bosnien dann das Ehrenkörbli. Aber es ist noch nicht vorbei. Der Captain, der Granit, verwertet noch einen Vollpenalty zum 4:1 Schlussstand. So ein Goalgewitter war halt schon cool. Man konnte sich so recht austoben. Ich hatte auch eine keisterige Stimme. Was ich dazu muss sagen, für mich als Zuschauer im Stadion war es fast spannender, was neben dem Platz passiert ist. Weil, wie gewohnt, Dummies haben einfach ein Gespür, wie man Zeug verkauft. Ja, das können sie. Zum Beispiel, was sich die Spieler aufgewärmt haben, ist über die Stadionlautsprecher der offiziell 2008 EM-Song «Bringen Hei» vom Baschi gelaufen. Das LA vor 70'000 Zuschauern. Das war schon noch cool. Das Gleiche haben sie für die bosnischen Fans gemacht. Sie haben einen Song gespielt und gefühlt das halbe Stadion hat mitgesungen. Ich habe aber kein Wort verstanden. Man hat gemerkt, da hat sich jemand gut überlegt, wie man beide Seiten abholt. Zusammengefasst könnte man sagen, sportlich war es lange ein Krampf, aber drumherum war es bis auf das Detail perfekt inszeniert. Reden wir darum noch ein bisschen über das Stadion. Das SoFi-Stadion ist nicht irgendeine Arena. Es ist das teuerste Stadion, das je gebaut worden ist. SoFi steht übrigens für Social Finance. Das ist eine amerikanische Online-Bank. Sie hat sich Namensrecht am Stadion für 20 Jahre gesichert. Für, glaube ich, 20 oder 30 Millionen $Millionen pro Jahr. Aber das sage ich jetzt aus dem Kopf raus, tut mich nicht daran festhalten. Rund 5,5 Milliarden $Dollar hat der Bau von diesem Stadion gekostet. Damit man das vergleichen kann, das grösste Schweizer Stadion ist das Basler Joggeli. Es hat Platz für ca. 38'000 Zuschauer und hat rund 250 Millionen gekostet. Mit dem Geld vom SoFi-Komplex können wir also fast 20 solche Joggelis herstellen. Und zahlt hat das übrigens eine einzige Person, der Stan Kroenke, der Besitzer der Los Angeles Rams. Das ist ein American Football Team. Der Kroenke hat das komplett privat finanziert. Unglaublich. Da hat einer kurz mal 5 Milliarden in die Hand genommen. Auch wie das gebaut worden ist speziell. Das Stadion steht nämlich direkt in der Anflugschneise vom Flughafen Los Angeles. Es hat darum nicht zu gehen in die Höhe gebaut werden. Die Lösung? Sie haben das halbe Stadion in den Boden gebaut. Über 30 Meter tief haben sie es in die Erde versenkt. Dazu kommt, Kalifornien ist Erdbebengebiet.
Und das Stadion steht ganz in der Nähe von Inglewood. Dort ist so eine Bruchstelle im Untergrund. Das heisst, dort, wo zwei Erdplatten aneinander reiben und es ging wieder zu einem Erdbeben kommt. Darum ist das Dach nicht fest mit dem Stadion zusammengemacht. Ein 3 Meter Graben, der sogenannte Seismic Moat, trennt das Dach vom eigentlichen Stadion. So können bei einem Erdbeben beide Teile unabhängig schwingen. Wenn das Dach und die Stadionwanne fest miteinander verbunden wären, würden sich bei einem Erdbeben beide Teile unterschiedlich bewegen, weil sie ein unterschiedliches Gewicht haben. Das würde scheint an der Verbindungsstelle einen enormen Druck erzeugen, der Risse, Brüche oder im Extremfall der Einsturz von Gebäudeteilen verursachen könnte. Drinnen hängt dann die scheinbar grösste Videowand der Welt. Ein riesiger Ring, der einmal komplett um das Spielfeld geht. Über 6000 Quadratmeter Bildschirm. Man hockt also in einem 5 Milliarden teuren Bauwerk, das halb im Boden steckt. Erdbebensicher soll aufgehängt sein und über einem hängt der Bildschirm so gross wie mehrere Tennisplätze. Das Ganze ist eine Maschine. Bauen auch ein bisschen zum Angeben. Und so eine Maschine läuft natürlich nicht gratis. Als nächstes habe ich mal zusammengestellt, was so ein Tag da kostet. Fangen wir beim Billett an. Offiziell hat die FIFA die Gruppenspiel-Billett gestaffelt verkauft. Für ein Spiel, so wie die Schweiz gegen Bosnien, sind die Preise von rund 60 bis 620 $ gegangen. Je nachdem, wo man höckeln will. Die FIFA hat aber zum ersten Mal etwas gemacht, das man vom Fliegen her kennt. Das dynamische Pricing. Das heisst, die Preise verändern sich je nach Nachfrage. Und je mehr Leute ein Ticket wollen, desto teurer wird es. Und beim Wiederverkauf geht es erst recht los. Dort haben Gruppenspiele zuletzt meistens zwischen 600 und 1100 $ gekostet. Also bis zum 5-fachen vom ursprünglichen Preis. Und je später im Turnier, desto wilder werden die Preise. Für das Finale verlangt die FIFA offiziell zwischen 2000 und knapp 8000 $. Offiziell. Unter der Hand werden dann aber für das Finale für einen einzigen Sitzplatz bis zu 38'000 $ verlangt. Und dass ihr jetzt nicht denkt, ich hätte das Vermögen ausgegeben, mein Ticket habe ich von meiner Frau gemischt bekommen. Ich habe dafür 150 $ getugget. Aber das Ticket ist nur die halbe Miete. Weil dazu kommt dann noch das Parkieren. Und da tut der Griff zum Geldsäckel noch mehr weh. Ein offizieller Parkplatz beim Stadion kostet zwischen 250 und 300 $. Aber auch da hatte ich Schwein. Freunde haben im Vorfeld einen eigenen Shuttlebus organisiert. Da hat eine ganze Gruppe von Schweizer Fans von Redondo Beach direkt vor das Stadion gekarrt. Und dann auch wieder abgeholt. So haben wir uns die Parkplatzabzockerei ersparen. Und innen im Stadion ist es dann weitergegangen. Ein Büchse Bier mit ca. 7 Dezi kostet 20 $. Ein Wasser dazu und man ist locker bei 30 $. Bei diesen Preisen habe ich mich natürlich gefragt, wer verdient an diesem ganzen Spektakel eigentlich das grosse Geld? Die Antwort scheint ziemlich klar. Vor allem der Weltfußballverband FIFA. Allein mit dieser WM rechnet FIFA mit über 10 Milliarden $ Einnahmen. Das ist ein Rekord. Es ist die teuerste und die lukrativste WM, die es je gegeben hat. Das meiste Geld kommt von den TV-Rechten, nämlich knapp 4,3 Milliarden $. Und ich bin noch über ein weiteres interessantes Detail gestolpert. Die FIFA ist nämlich ein rein rechtlicher Verein und kein Konzern. Als Verein mit Hauptsitz in Zürich profitiert sie darum von einem reduzierten Steuersatz. In den letzten 4 Jahren hat die FIFA dem Schweizer Fiskus rund 23 Millionen Franken gezahlt. Gemäss Watson sind das gerade einmal 2,6% von ihrem Gewinn. Zum Vergleich, der Schweizer Konzern Geberit hat in einem einzigen Jahr etwa gleich viel Gewinn gemacht wie die FIFA in 4. Und für das rund 125 Millionen Steuern geblecht. Also mehr als das 5-fache. Aber um fair zu bleiben, die FIFA genießt in diesem Sinn keine Spezialbehandlung, sondern sie zahlt einfach den Steuersatz, der für alle Vereine gilt. Im Zürcher Kantonsrat ist es aber schon mehrfach versucht worden, die FIFA wie ein normales Unternehmen zu besteuern. Das
zuletzt im Dezember 2025. Das ist aber erneut von der bürgerlichen Mehrheit abgelehnt worden, also vor allem von der SVP und der FDP. Item. Mich hat dann noch interessiert, was denn das Schweizer Spiel gegen Bosnien in Los Angeles überhaupt an Geld eingebracht hat. Ich habe das so versucht auszurechnen. Allein mit den Tickets rechnet die FIFA bei dieser WM mit rund 3 Milliarden $. Verteilt auf die 104 Spiele sind das im Schnitt fast 30 Millionen $ pro Spiel. Nur von den Billionen. Jetzt, Schweiz gegen Bosnien ist ein Gruppenspiel. Da ist die Zahl auch ein bisschen unter dem Schnitt. Beim Finale ist die auch weit drüber. Übrigens, Parkplätze, Bier und Souvenirs gehen nicht an die FIFA. In Los Angeles läuft das auch nicht über einen Stadionbesitzer Kroenke, sondern über einen operativen Stadionbetreiber mit dem Namen Legends Global. Die stellen im SoFi-Stadion die Verpflegung und das Personal. Ob die FIFA für ihre Spiele aber dann doch auch eine Lizenzgebühr für Verpflegung und Souvenirs verlangt, habe ich mit der ersten Recherche nicht herausfinden. Vielleicht weiss da einer von euch mehr darüber. Aber auch um das Stadion herum entstehen riesige Kosten. Sicherheit, Verkehr umleiten, Polizei etc. Über alle Gastgeberstädte zusammen geht das in die zweistellige Milliardenhöhe. Und einen grossen Teil davon tragen am Schluss die Austragungsstädte selber. Also mit anderen Worten die Steuerzahler. Zusammengefasst könnte man sagen, das Spektakel ist vor allem eine gigantische Geldmaschine. Und ich als Zuschauer mit meinem 20-$-Bier in der Hand bin ein Teil davon. Und dann noch, wie geht zum Schluss, meine ehrliche Meinung zum Thema. Aber zuerst noch ganz kurz. Merci vielmals an alle, die mich mit dieser Spende unterstützen. Weil, ihr wisst ja, Vogonte ist zu 100% unabhängig und rein Zuschauer finanziert. Darum nochmal, herzlichen Dank an alle Unterstützer. Ihr findet die Spendeninfos unter www.vogonte.ch oder auch im Beschreibungstext von jedem Video. Aber jetzt zu meinem Kommentar. Ich bin ganz ehrlich, ein grosser Schutt-Superfan bin ich nicht. Aber eins muss ich sagen, die Stimmung im Stadion war sehr eindrücklich. Die Energie von Zehntausenden von Fans, die Gesänge, die Trommeln, Tausende, die das Gleiche mögen und auf der Tribüne auf- und abkumpen. Da kommt eine Kraft zusammen, die ich kaum beschreiben kann. Ich verstehe jetzt besser, warum die Mächtigen nervös werden, wenn sich Menschen in grösserer Zahl zusammentun. Eine Menge, die zusammen das Gleiche will, hat eine gewaltige Kraft. Und im Stadion ist das Freude, auf der Straße ist das vielleicht Unzufriedenheit. Das Potenzial an Energie ist aber das Gleiche. Und etwas anderes ist mir aufgefallen: die Trinkpausen. Was mich daran stört, ist nicht die Pause selber. Mir stört, wie die Obrigkeit, in diesem Fall die FIFA, eine wenig glaubwürdige Begründung trotzdem braucht und wie unkritisch die übertragenden Medien den offiziellen Vorwand mittragen. Sie gehen davon aus, dass wir Konsumenten das ohne zu murren schlucken. Und das Verrückte ist, die meisten tun das ja auch. Ja noch, mich würde interessieren, wie ihr das seht. Schreibt mir das bitte in die Kommentare. Ich bin gespannt. Et voilà! Ja, dann würde ich sagen, das war es wieder mal vom ehemaligen Badmeister. Also, merci fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich hoffe, ihr seid auch wieder dabei. Ich freue mich. Tschüss!